Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. So, dann gucken wir uns jetzt mal hier auf diesem lustigen Plaza. Aber eins könnte ich noch machen, ich glaube das wird jedes Mal echt immer extrem hochgesetzt, das Ganze. So laut brauchen wir es gar nicht. So laut brauche ich es als doch nicht. Ich bin ja selber laut genug. Da muss ich jedes Mal kreischen wie ein Ochs. Das muss nicht sein. Deswegen, aber ich habe wenigstens mal dran gedacht, sofort die Untertitel auszuschalten. Also immerhin das. Verkaufsautomaten, Columbia, bla bla. Was sind wir das mal? Karabiner und Karabiner-Muni. Silver Eagle und Revolver-Munition. Bin ich mal gespannt, was der Revolver drauf hat. Jetzt bin ich... Oh. Ich habe eben gedacht, was war denn das? Okay. In der Hintergrund babbelt der Typ nochmal irgendwelche Scheiße, dieser... Och nö. Och nö, Mann. Jetzt habe ich wieder irgendwas eingesetzt und die drehen wieder vollkommen durch. Okay, was haben wir dann hier? Das ist so Waffegedöns wieder. Schadensboost fürs Salvengeschütz, für die Schrotflinte, Nachladezeit, Reservemunition für Pistole, Maschinengewehr, Karabiner. Das sind alles Sachen, die man eh gerade nicht so dringend brauchen. Ja, kann schon. Na, dann kann ich mit M-Schuss über der Haufe schießen. Schon nicht schlecht. Dann wechseln wir gerade mal. So kann ich mich über die Distanz wesentlich besser schießen. So, das sieht doch gut aus. Und das sagen sie beim Ladebildschirm vorher noch, als ich hier wieder die neue Session gestartet habe. Nicht jede Begegnung muss in einem Kampf enden. Bei mir offensichtlich schon, so wie das aussieht. Ach Mann. Ich steht ja als mal ganz gern friedlicher vorgehe, aber ich muss nur einmal Vigor einsetzen. Und schon geht die Scheiße ab. Das ist echt heftig, Mann. Wupp, 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 wupp. Ah, du. So. Das lassen wir mal sein. Okay, Präzisionsgewehr-Muni, die nehme ich doch sehr gern. Pistole brauche ich nicht, da habe ich eine bessere. Also der Revolver ist schon ziemlich geil. Repetierer scheint es noch bald zu geben. Wir testen auf jeden Fall mal alles in der Hinsicht. Revolver-Munition liebend gern. Silver Eagle. Ja, Revolver sieht gut aus. Ich mag Revolver sowieso gern. Ich mag das lieber als die automatische Handfeuerwaffe, bin ich ganz ehrlich. Ich mag so alte Sechsschüsser. Die finde ich richtig genial. Gerade so Magnum-Kaliber-Revolver. So alte Colts, die finde ich großartig. Ein Pick. Hab jetzt echt gedacht, das kostet uns ein bisschen mehr. Ja, dass Elizabeth mit Lockpicks Türe öffnen kann, ist mir mittlerweile auch klar. Okay. Salvengeschütz. Yes, der babbelt doch die ganze Zeit im Hintergrund. Das ist schon etwas ätzend. So, noch ein... Ja, Geld ist immer gut. Genau, die Firma dankt. 2 Lockpicks haben wir so auch noch gefunden. Revolvermunition und Repetierermunition. Ich bin ja mal gespannt, was das ist. Also derzeit ist meine Lieblingswaffe eindeutig das Präzisionsgewehr. Da, eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Du bist doch die Obercode-Knackerin. Was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Dann müssen wir also das Codebuch finden? Ah. Ja. Optional, finde die Chiffre. Okay. Elizabeth kann Chiffren entschlüsseln, die geheimen Vox Populi-Kammern verbergen. Finde die Chiffre und das dazugehörige Codebuch, um verborgene Schätze freizulegen. Good Time Club geschafft. Vielleicht finden wir es ja dort. Noch ein Lockpick. Und jetzt habe ich nämlich mitgekriegt, wo sie gesagt hat, vielleicht finden wir es ja dort. Wir werden es schon hoffentlich irgendwie hinkriegen. Ja, da steht alles klar. Wissen wir Bescheid. Revolvermunition haben wir hier schon aufgefüllt. Das Lockpick haben wir auch wieder drin, was wir hierfür verbrauchten. Ohne drunter ist nichts. Hier in der Schränke ist auch nichts. Wir werden schon irgendwie drauf stoßen, hoffe ich.
Aber es lohnt sich, wie ihr seht, immer wieder, dass man die optionale Sache wirklich in Angriff nimmt. Ich gebe natürlich mein Bestes da dabei. Ich versuche mich gründlich umzugucken. Auch wenn ich wirklich als so ein Dappschädel bin, der viele Sachen übersieht. Aber ich probiere mich echt dran zu halten. Komische Ideen zu Ohren. Bezahlter Urlaub. 8-Stunden-Tag. Lohnfortzahlung. Alter, was der für Scheißdreck erzählt. Anarchistenworte, Genau. meine Freunde. Und der Anarchist ist der Freund des Hungers. Der 8-Stunden-Tag, das ist natürlich pro-revolutionär, ne? Krankheit. Krankenversicherung und so Sache. Dass ein Anarchist zwischen euch und euren Lebensunterhalt tritt. Alter, ja, am besten ist es ein 24-Stunden-Tag zu haben und bloß keine Krankenversicherung oder sonst was zu haben. Das ist natürlich Optimum. So, Panzerfaustmunition. Chen Lin, Waffenschmied. Ah, okay. Da geht's zum Xinjiang China-Mann. Und Factory. Da kommen wir nicht rein. Okay. Da Kriegst du's können wir auf? mit... Ein Schloss wie dieses habe ich noch nie gesehen. Antidrucksperre, Federbolzen, Verschlussvorrichtung. Man braucht einen Rambock, um das zu öffnen. Okay. Na gut, du guckst auch sehr skeptisch, aber das kriegen wir anscheinend nicht auf das Ding. Gut, da können wir zum Chinamann reingehen, aber ich leg mich eigentlich ganz gern vorher noch ein bisschen umgucken, bevor ich zu Xinjiang, dem Chinamann, gehe. Hier haben wir nix. Der wird wahrscheinlich auch hier als übler Sklave kalter. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Weil Chinesen sind hier offensichtlich auch nicht so großartig arg sehr. Präzisionsgewehr und Repetierermunition. Was gibt's denn hier noch Schönes? Hier haben wir noch so ein Automat. Bucking Bronco als Salzvorrat mittlerweile nur noch nutzbar. Und hier haben wir noch Krähen. Ja. Die ewige Nummer 2 Vigor. Das werde ich irgendwie nie auffüllen, glaube ich. Hier haben wir Risse für Medizin. Alter. Was denn ist da? Das Lied habe ich noch nie gehört. Ich glaube, niemand hat das je gehört. Bisher noch nicht, ja. Das klang noch 70er Jahre. Aber wenn diese Arschgeige... jetzt habe ich die faule Banane noch gegessen. Aber wenn... Da, ein Lockpick. Den könnten wir mal brauchen. Ja. Aber wenn diese Arschgeige hier nicht die ganze Zeit schwätze wird, würde ich auch mal eher verstehen, was da sonst noch abgeht. Dieser dämliche Fink, also der geht mir echt gegen den Strich, der Typ. Den habe ich total gefressen, den Kerl. Und nicht nur, weil er die ganze Zeit hier rumbabbelt und ich mal eigene Gedanken irgendwie folgen kann, wegen dem Idiot. Okay, das war's erste Mal hier. Da können wir uns in der Gegend noch umgucken. Also irgendeinen tolle rote Riss haben wir anscheinend auch noch gefunden. Keine Ahnung, wie der uns jetzt weiterbringt, aber mir wenn ihr sehe. The Good Club Time. Boca de Witt Auditio. So. Wir machen hier Sonderausstellungen über uns. Zumindest über unseren Charakter. Kann ich das Gebiet? Ja, da kann ich anscheinend wirklich... Good Time Club ist wohl... Hoppala. Ist wohl ein neues Gebiet hier. Irgendwo ist ein Ding, was auf uns reagiert. Ah ja. So. Muss nicht rumhecheln. So schlimm war es jetzt auch nicht. So, gucken wir doch mal, was das Ding hat. Revolvermunition, da kriegen wir die auf jeden Fall wieder rein. Okay, dann können wir uns entscheiden, entweder in unsere eigene Ausstellung zu gehen oder zum Chinamann. Aber ich glaube, der Chinamann ist Hauptquest. Hier, gut aufheben. Ja. Oh Gott, du kannst aber weit schnippe, Mädel. So. Dann will ich nämlich wirklich sagen, wir gehen erstmal in diese Ausstellung rein, weil Chinamann ist Hauptquest. Und Dollarbill. Also egal wie weit ich vom Schuss hier das Zeug mache, die Leute kriegen das immer mit, wenn ich mein Vigor einsetze. Das ist schon etwas doof. Aber ich will halt das zusätzliche Geld, was die mir geben. So, aber Mülltonne haben wir wieder ein bisschen Geld drin. Wer immer hier Geld in Mülltonne schmeißt, na egal. Fitzroy hat wieder was zu sagen. Hatte mich keiner beachtet. Dann dachten sie, ich hätte Lady Comstock getötet. Ach. Und alle waren hinter mir her. Ich bin nach Finken und habe mich versteckt.
bin untergetaucht. Je mehr sie gesucht haben, desto weiter bin ich abgetaucht. Das ist das Einzige, worauf sich ein farbiges Kind verlassen kann. Dass es unsichtbar ist. Okay, also sie war es anscheinend sogar noch nicht mal. Man hat ja einfach unterstellt. Man hat ja anscheinend unterstellt, dass er Lady Comstock umgebracht haben soll. Das war noch nicht mal Tatsache, dass er das wirklich gemacht hat. Ach ja, Columbia wird immer sympathischer. So, dann gehen wir jetzt mal in eine Good Time Club. Gucken mal, was es da noch Schönes gibt. Aber vorher wird erst mal ein bisschen Salz gegluckert. So, wie im richtigen Leber. Und dann gehen wir mal hier in den Good Time Club hier rein. Der Good Time Club. Ich glaube einfach nicht, dass Fitzroy sich in unserer Abmachung hält. Reich oder arm, ein Schwindler bleibt ein Schwindler. Das kennen wir ja schon. So, Good Time Club. Ist das ein... Ich weiß nicht, ist es jetzt ein Theater, Kino oder ein Puff? Das könnte irgendwie alles sein. Aber ich glaube, von Puff gibt man nicht so Statuen aus hier mit Fink überall dran. Wann ist Showtime? Okay, Wir sollten wohl später wiederkommen. anscheinend. Na gut, das scheint ja wohl eher wirklich so ein Unterhaltungsclub zu sein. Ja, ich bewahre meinen Hotdog auch immer im Geigekasten auf. Ja, ich will mich trotzdem erstmal ein bisschen umgucken. Auch wenn hier noch nicht Showtime ist. Das war, wie hieß das Ding? Minuteman's Armory. Da können wir auch wieder Upgrades feiern. Karabiner, Maschinengewehr, aber nur Magazingröße. Magazinvergrößerung für Karabiner, mehr Munition für Revolver, Schrotflinte, Nachladezeit, Salvengeschützschaden. Drauf geschissen, das brauchen wir derzeit noch nicht. Also die ganzen Dinger brauche ich derzeit noch nicht, weil die Waffengattungen verwende ich gar nicht. Merci mal. Und dann gucken wir noch ins Kinetoskop rein. Das Wort des Propheten präsentiert. Verbrechen kommt nach Shantytown. Im Arbeiterviertel Finkton passieren kassieren Bettelei und noch irgendwas wie ich das. Zerstörung von Fink MFG Eigentum. Ja. Und Schlimmeres. Ja, Schießerei. Fink gibt sein Sicherheitschef die Schuld. Der Boss duldet kein Versagen. Ja, das ist so ein expressionistische Trump hier, der gute Mr. Fink. Das ist so ein... Ja, Fink steht nochmal extra drauf, damit man so weiß, wer es ist. Das ist so ein Donald Trump der 1910er Jahre, wie es aussieht. Aber damit hat man sich ja 2013, als das Spiel entstanden ist, noch nicht auseinandersetzen müssen, dass der, nennen wir es mal Typ, an der Macht ist. Nennen wir es mal freundlich, einfach nur der Typ. Wenn ich jetzt über Trump reden würde, dann hätte ich wahrscheinlich eine ganze Episode und die würde ich nicht mal voll kriegen, wenn ich 20 Minuten lang Sache wettern würde. Deswegen lassen wir das mal sein. Es ist ja kein Let's Play für politische Diskussionen. Und dafür möchte ich auch gar keine Plattform erst bieten. Deswegen ersticken wir sowas erstmal im Keim und gehen in Richtung Lu Chen oder wie der Mann heißt, Lu Kim. Ich weiß es nicht, Lu Kim war der in South Park. So. Also, Mr. Chinaman. Gehen wir mal in die Richtung. Ein Voxophon mit Fitzroy wieder. Ich muss dringend mit diesem sogenannten falschen Hirten sprechen, der so viel Ärger macht. Wir haben genug Probleme, auch ohne dass dieser verdammte Narr die Stadt zusammenschießt und die Schuld der Box in die Schuhe schiebt. Obwohl, wenn er uns entgegenkommt, ja, dann könnte er genau der Mann sein, den wir zur Lösung unserer unmittelbaren Probleme brauchen. Okay. Rolston Reciprocating. The Triple R. Friend of the Indian Fighter. Alter. Das Lockpick nehmen wir auch nochmal an uns. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder über 5. Das ist schon mal nicht schlecht. Da können wir wieder so dicke Hundeknacker. Funktioniert dann auch wieder. So. Betritt die Waffenschmiede. Alle hopp. Was anderes bleibt uns ja nichts übrig. Es ist nur schwer vorstellbar, dass ein Chinese wie, und dann habe ich den Namen schon wieder nicht mehr mitgekriegt, Chen irgendwas. Okay.
Ja, ich hoffe übrigens auch für die Kommentare jetzt oder so, dass ihr euch jetzt nicht arg stachelt fühlt, hier so Anti-Trump-Dingerei zu posten oder so. Meine Meinung zu dem Kerl sollte klar sein, dass ich den nicht besonders mag und nicht viel von dem halt. Trotz allem möchte ich hier wirklich keine Plattform für politische Diskussionen eröffnen. Es ist nach wie vor ein Let's Play-Kanal und nicht irgendein Polit-Kanal. Deswegen bitte ich davor abzusehen, hier politische Diskussionen zu starten. Das habe ich einfach auch gern nur mit dabei, weil wie gesagt, hier geht es darum, Spaß zu haben und nicht um über irgendwelche andere Leute abzuziehen. Das muss nicht sein. Ach, wenn sie es verdient hätten, aber es muss ja einfach wirklich nicht sein. Oh, da könnte man vielleicht so einen Winterblast oder sowas gebrauchen. Derzeit haben wir nur Teufelskuss parat. Auf der anderen Seite freue ich mich halt, was passiert, wenn ich hier Feuer reinschmeiß. Wir können es mal ausprobieren. Feuerwerk, okay, nichts Großartiges. Hätte ja sein können, dass irgendwas Tolles passiert dann. Irgendwas Optionales halt. Auf der anderen Seite, was passiert, wenn ich hier den Elektro-Jockey reinschmeiß? Ja. Okay. Hätte ja sein können. Hätte ja alles irgendwie sein können. Gut, da finden wir nichts. Das scheint ja auch ein sehr angenehmer Arbeitsplatz zu sein hier. Also ich muss schon sagen, da würde ich natürlich sehr gern selber arbeiten. Überall Feuer und Rauch. Hab was drüber gelesen. Das ist Gautama Buddha, Wer? der Gründer des Buddhismus. Aha. Verbrachte 49 Tage unter einem Bodhibaum, bis er erleuchtet wurde. Ja. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Ups, jetzt ist er wieder zurückgerannt. Ja, der originale Buddha mit seinem Bodhi-Baum. Das kennt ja jeder, der sich so ein bisschen mit Buddhismus beschäftigt. Aber gut zu wissen, dass der im friedlichen Buddhismus auch gehört. Der Chen irgendwas. Ich weiß jetzt leider nicht, wie er heißt. Ich bin ja mal gespannt, was das für einer sein wird, hier der Typ. Weil Fitzroy ist jetzt wohl auch nicht so die angenehmste. Hallo? Mr. Lin? Chen Lin? Ah, Chen Lin Jemand hieß er. da? Okay. Was ist hier passiert? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Irgendjemand heult? Hören Sie das? Ja. Unten ist jemand. Also man darf halt auch nicht außer Acht lassen, dass selbst 1912 Chinesen in Amerika durchaus auch vertreten waren, aber die waren halt noch sehr traditionell gekleidet, sage ich jetzt mal, mit ihrer Kimono-artige Gewänder, mit ihrer traditionelle Mütze, mit ihrer traditionelle Bärte und etc. pp. Deswegen wären die Chinesen ja auch zu der Zeit relativ stereotypisch dargestellt in ihrer Traditionskleidung und halt auch noch so überzeichnet mit diesen Rassistenschneidezähnen, mit den übertriebenen Schlitzhaare und so weiter und so fort. Aber ja, wie gesagt, ich glaube so in den 1870er Jahren oder so war so große Welle noch Amerika und dann auch Opiumkriege in England in den 1850er oder so, wann das war. Also mit China hat man durchaus Kontakt gehabt, aber die waren noch sehr traditionell zu der Zeit. So, jetzt gehen wir mal zu dir, Frau. Mrs. Ah, das ist auch Chinesin. Verzeihung. Na, entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Mr. Lin. Mr. Chen Lin? Na? Mr. Lin nicht hier. Er fort. Fort? Sie geholt. Oh. Fliegereinheit. Ich beten Gautama Buddha. Beten bringen Mann zurück. Bringen Mann zu Meilin. Und wo ist er jetzt? In Club. Alle bringen in Good Time Club. Wo ist dieser Club? Ma'am, bitte, wo ist dieser Club? Ah, okay. Wir finden ihn. Ja. Lassen Sie sie. Warum nicht Vox Populi hilft Chen Lin? Warum nicht Daisy Fitzroy hilft Chen Lin? So, dafür sind wir ja hier. Wer ist die Fliegereinheit? Cops. Die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Ist das nicht die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Okay. Finden wir raus, wo dieser Good Time Club ist. Genau, waren wir ja schon drin. Das heißt, unsere nächste Aufgabe geht zum Good Time Club und rettet Chen Lin. Okay, die heißt Mei Lin oder Mai Lin. So hieß auch die aus Terranigma. Eigentlich müsste ich drauf schießen für den Namen. Weil wer mein Terranigma Let's Play gesehen hat, Mai Lin oder Mei Lin, das ist ein unglaublich nerviger Charakter. Unglaublich nervig. Aber jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt haben wir doch noch unsere Gelegenheit, zu dem Good Time Club zu gehen. Und ich glaube, das funktioniert auch nicht so ohne weiteres mehr.
Also es heißt, wir werden wahrscheinlich ein paar Gegner kriegen. Was Daisy Fitzroy und ihre Anarchistentruppe wollen? Streiken! Nee, das ist nur ein normaler schwarzer Arbeiter. Da kommen wir nicht durch. Ich sage euch, sobald ihr das tut, werdet ihr sehen, Was, ein Handyman? Oh Gott, nein! Ach du Scheiße! Leck mich doch am Säckel! Wer sind denn ihr Big Daddies? Schießt dem Handyman ins Herz, um den größtmöglichen Schaden zuzufügen. Ach du Scheiße! Uah. Ja, danke. Das wäre schon sehr nett. Ach du Scheiße! Ja, leck mich doch am Säckel, Alter. Aber der bleibt nicht stehen, wenn ich ihn schocke. Ich weiß, die machen nicht so viel Schade. Man sieht so, dass die nicht allzu viel Schade machen. Aber ich ziehe ja nicht so viel ab bei der Hansel. Boah, Alter. Finde schon was. Das wäre nett. Danke, Elisabeth. Wow. Hier, Munition. Ach du liebe Zeit. Die sind aber sehr aufdringlich hier, die Typen. Boah, Alter. Was anderes kann ich doch gerade echt nicht sagen. Ich Alter. kann sie nicht leiden, Mr. DeWitt. Aber ich gebe zu, im Kampf stehen sie ihren Mann. Gott, sind das Ochse, die Viecher. Alter Falter. Boah, Ausrüstung hat er auch noch in der Losse. Neue Stiefel Tunnelblick. Zielen erhöht Schaden um 25%. Feuern aus der Hüfte reduziert Schaden um 25%. Okay, nee, da behalte ich der explodierte Mensch. Ich nehme das aber mal mit. Boah, Alter, also es heißt, wenn ich so schieß, dann gibt's mehr Von wegen Gaumen. Schaden. Ja? Weiß nicht, wodurch ich dich umgestimmt haben sollte. Sie haben mich beschützt. ist eine Job ist Job. Sie lebt, um Unruhe zu stiften. Es gefällt mir irgendwie nur, dass die so einen, sagen wir mal, schlechten Umgang miteinander haben. So, ja, wir helfen uns einfach gegenseitig, Job ist Job. Und die Anna, ja, ich kann sie nicht leiden, aber ich brauche sie. Na, das ist schon etwas übel, finde ich. Ah, Shantytown, genau, du warst zugemüllt mit Kiste. Finde ich schon derzeit ziemlich übel, weil ich mag eigentlich Elisabeth ganz gern. Das ist ein cooler Charakter. Hier ist es, Mr. DeWitt. Und ich finde auch Jetzt Booker müssen wir nur eigentlich noch ganz einen cool. Mr. Lin finden. Und nenn mich bitte Booker. Auch wenn Booker ein ziemlich abgeranzter, abgefragter Typ ist, mag ich ihn trotzdem eigentlich, weil es so ein cooler Hautdege-Typ ist. Aber Elisabeth mag ich eigentlich auch, von daher würde es mir besser gefallen, wenn die sich besser verstehen täten, die zwei. Aber vielleicht kommt es ja noch. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass ich jetzt hier meinen Cut mache und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig, wo wir dann in den Good Time Club gehen und have a good time, Hen. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.